So Leute, nach einer gefühlten Ewigkeit geht's auch hier endlich mal wieder weiter. Zurück bei The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Oh ja, das ist wirklich schon, ja nicht nur ein paar Wochen, sondern sogar ein paar Monate her. Ich glaube das letzte Mal, ach du Scheibenkleister, ja 4 Monate her, ne? Läuft. Läuft bei mir. Ansonsten, ja, wie es also weitergeht und so, ist relativ klar, war. Wir haben im Prinzip ja soweit alles durch. Uns fehlt, wenn ich mich nicht täusche, noch irgendwie, genau, noch ein Segensritter, sprich noch ein Schrein. Bevor wir da alle komplett gemacht haben. Dieser Schrein ist ja bei Koga, also beziehungsweise bei Miga versteckt, nicht bei Koga, weil Koga ist im Untergrund. Müssen wir auch noch hin. Und ja, im Prinzip fehlt uns nicht mehr viel. Da heißt natürlich, es kommt darauf an, wie man das definiert. Ne? Heißt jetzt nicht mehr viel, dass ich irgendwie mir zum Ziel setze, ja, ich will noch das Spiel 100% abschließen. Dann fehlt mir noch viel. Speziell auch hinsichtlich noch der ganzen Crocs und so. Die ich aber nicht mehr mache tatsächlich. Das andere ist halt, klar, alles, was noch offen steht, das sind das noch abschließen. Auch im Brunnen und so, das ist nicht mehr so das Problem. Aber was natürlich ein Problem sein dürfte, sind noch die offenen Dinge, die uns noch fehlen. Ne? Also offene Episoden haben wir keine mehr, tatsächlich. Da wenn noch eine, die ich aber sowieso in Kombination mit etwas anderem machen kann. Schreine fehlt auch nichts mehr, aber halt noch ein paar Side-Quests, ne? Was uns aber auch noch fehlt unter anderem sind noch ein paar Kostüme. Rüstungen und um die geht es auch in der heutigen Folge noch, wie auch schon bei den letzten paar Male. Das heißt, das hilft uns eigentlich noch alles. Ne? Also zum einen gibt es hier so Rüstungen, die an die 3 Drachen angelegt sind, ne? Also es gibt eine für Blitz, es gibt eine für Feuer und eine für Eis. Ne? Die machen wir noch. Dann mit dem Feuer gehen wir jetzt gleich an. Das können wir in Kombination mit einer Rüstung machen, die wir noch nicht haben. Oder bin ich ziemlich sicher. Warte mal ganz kurz. Chic Mask, was gar nicht. Nee, warte mal, Chic Mask gibt es untenrum nichts, genau. Das Single-Set haben wir komplett. Genau, Unheilsdinge haben wir komplett. Gottheit-Dinge haben wir komplett. Die Dinge haben wir auch schon komplett, ne? Wie man hier eigentlich so sieht. Aber uns fehlt unter anderem noch irgendwie ein Phantom-Set. Es fehlt auch das Erwachen-Set, ne, das von Link's Awakening. Und ja, glaube noch eins. Lass mich lügen. Ich weiß gar nicht mehr, aber auf alle Fälle gehen wir die jetzt noch an. Gut, dann nochmal, es funktioniert noch alles, ne? Auch im Lautstärke und so. Da sind wir so ein bisschen gefummelt nach so langer Zeit. Wo gehen wir als erstes hin? Ne? Genau, ich will heute ja versuchen, das Erwachengewand, also das Link's Awakening, ne, also auch mit dem großen Linkkopf und so, mit dem Flammengewand zu kombinieren. Na dann. Das heißt, da muss ich, wo muss ich dafür hin? Das Erwachengewand, ja, das Erwachen der Macht, ja, schön wär's. Bin ich ja sogar, Moment, was? Oh, relativ nahe. Hä? Never ever ist das hier. Warte mal, haben wir das nicht? Moment, das haben wir doch schon, oder? Ich doch jetzt hier. Ja, das habe ich ja schon. Flammenhose. Bin ich doof. Okay. Das Ding haben wir schon. Sehr gut, dann können wir uns das Ganze sparen. Da hatten wir schon. Hey, ist irgendwie seltsam. Okay, das Flammenwams, das sparen wir uns für später, aber wir gehen erstmal zum Flammenkopfschmuck. Das ist schon irgendwie jetzt wieder komplett gaga. Was für irgendwie auch nichts Neues wäre. Hier müssen wir. Dafür und zwar. Stimmt das ungefähr? Ja, ungefähr, ne? Ungefähr. Hier müsste das sein. Gut. Irgendwie kommt der Orca bekannt vor. Das war einer der Orte, wo wir schon drin waren, aber es irgendwie nicht geschafft haben. Oh, könnte ein bisschen heiß sein hier, ne? Ja. Wo wir schon mal drin waren, aber irgendwie aus irgendwelchen Gründen noch nicht abgeschlossen haben. So, schon besser. Die Waffe wechsle ich auch mal, weil es doof ist, eine Waffe zu tragen. Ach du liebes Master Schwert, wie habe ich dich
irgendwie ja schon vermissen, irgendwie auch nicht. Ne? Das Maserschwert nicht, das ist immer so eine Krux. Und dann eine richtige Hassliebe. Warte mal, wo bin ich jetzt hier überhaupt? Osthöhle an der Ionobau. Moment, muss ich mal ein bisschen orientieren hier. Ups, sogar kein Bogen. Da hatte gerade, hey, was ist jetzt los? Den Königsbogen, ja komm. Eigentlich dürfen die mich nichts ausmachen, ne, weil, ja, aber schon. Oh! In dem Moment, ich habe gerade dann gedacht und dachte, Moment mal, das geht ja gar nicht. Ja, ja, das passiert, wenn man schon eine Weile nicht mehr gezockt hat. Da passieren solche Dinge. So. Was? Nicht der Quatsch schon wieder, komm. Nein! Okay. Ich meine, so ein Scheiß hier. Beinahe schon elegant. Königsbogen zerbricht gleich. Wie kann das sein? Sollte rein stabil sein. Hallo? Ist hier überhaupt... Aua. Was man natürlich auch machen könnte bei der Gelegenheit, ne, ist hier Sensor, nicht Bandscheibe, Bandscheibe, ja genau, die Bandscheibe. Nein, ich brauche Schätze. Machen wir's? Ja, Schatztruhe, ne? Aber irgendwie scheint ja nichts mehr zu sein, ne? Das ist natürlich ein bisschen doof. Warte mal. Da bin ich etwas schon... Ja, ein bisschen zu weit oben, ne? Warte mal. Bin gespannt, wie das mit der Switch 2 Version sein wird, ne? Und dann da quasi das Teleportieren und so sogar bei Tears of the Kingdom auch viel schneller sein soll. Angeblich ja. Lass mich gerne überraschen. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich überhaupt Let's Play noch weitermachen soll, bevor es dann soweit ist mit dem Switch 2 Game. Aber es irgendwie bis dahin, ja, noch abwarten quasi. Wobei Switch 2 Game, naja, es geht ja eigentlich dann um die, ums Upgrade quasi, ne? Was ich irgendwie cool finde, dass halt gewisse Spiele der Zelda-Reihe, dass die ein Upgrade geschenkt bekommen. Ich sage jetzt mal so. Was natürlich ein bisschen faden Geschmack hinterlässt und da muss man leider sagen, okay, das ja, muss man leider verstehen. Also verstehen im Sinne von, da verstehe ich jeden, der da irgendwie angepisst ist. Dass der Breath of the Wild kriegt zwar auch ein Upgrade, aber ohne DLCs. Das heißt, wenn du DLCs schon hast und dir dann sagst, hey, jetzt will ich das Upgrade kaufen, musst du danach DLCs normal kaufen. Und ich sage, ey, alter Nintendo, also ganz ehrlich, ey. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, okay, jetzt übertreiben sie aber wirklich. Aber was soll jetzt hier drin sein, ne?
Weil ich da natürlich so ein Ding noch sehe. Hallo? Okay, die Südhöhle. Das stimmt soweit schon mal. Da kann ich schon mal soweit bestätigen. Hier drin müsste es sein. Warte mal. Ja doch, ne? Also Südhöhle, wenn man schon mal in die richtige Höhle, das ist cool. Ach bloß, warum das Ding noch nicht ausschlägt. Also mein Sensor. Hä? Aber denn wirklich? Achso, ja, macht Sinn, ne? Also, der Schwächen den gekillt habe. Was könnte man denn da machen bei dem Vieh? Ich meine, dem ist sowieso nicht so viel, ne? Schingelin, das war er noch. Voll in die Fresse. So, dann müssen wir hier mal noch ein bisschen basteln. Nein, also dass hier drin überhaupt clever ist. Wobei, warum eigentlich nicht? Wird schon gut gehen, ne? Hauptsache die Räder zeigen in die richtige Richtung. Ja, ne, nochmal zurück ins Thema zu kommen mit der Switch 2 und so, ne? Also wie gesagt, dass es da irgendwie Spiele gibt, die eine spezielle Upgrade-Version bekommen. Finde ich schon mal generell eine coole Idee. Ob es notwendig ist, ja, oder ob man sagen kann, ne, warum natürlich mehr Spiele, wie zum Beispiel auch so neue Spiele wie Metro Prime 4 oder das neue Pokémon-Spiel, Legenden Z. Das kriegt ja eben auch so eine Switch 2 Version. Da sage ich, okay, es sind neue Spiele, da macht sowieso Sinn. Bei Tears of Kingdom, da ist auch noch relativ neu, da finde ich, ja, da macht es auch Sinn. Bei Breath of the Wild, das wundert mich tatsächlich, aber andererseits muss man sagen, das Spiel ist halt auch cool, ne? Okay, das ist schon mal besser. Also meine ist das Spiel natürlich cool, ne? Und also cool fände dann, ne? Da gäbe es Breath of the Wild, gäbe es ja auf 3 verschiedenen Konsolen. Ursprünglich erschien es noch für die Wii U. Gut, da kannst du nicht zocken oder sorry, aber ich habe das Spiel ja, der Wii U. Und nee, das ist ja, wow, also wer so das antut, ja, viel Spaß dabei. Haben den ganzen Frame am Rücken und so, jui. Und dann natürlich auf der Switch, ist klar. Und nachher kannst du dann auf der Switch 2 zocken. Wie krass ist das denn bitte? So, kommen wir mal irgendwie so hin, ne? Und dann wohl durch die Lava, schätze ich jetzt mal. Ja, eben so viel mal dazu, ne? Im Tears of Kingdom macht Sinn, Breath of the Wild, ja. Aber hat ohne DLCs finde ich halt scheiße. Muss ganz ehrlich zugeben. Als ob es Nintendo da wirklich so nötig hätte, ne? Aber ey. So. Na und das endlich, ne? Das Kopfteil. Flammenkopfschmuck. Sehr gut. Dann holen wir uns noch den Wams ab. Das ist deswegen auch praktisch, weil das führt uns zu einer Quest da von der Ramda-Art und Weise, die wir kennen. Da fehlt uns noch der, ne? Naja, die nachher alle holen. Ich meine, wenn ich nach hin will, wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch mal gucken, wo der hier in der Nähe ist.
Ah ne, kann ich immer nur so switchen. Ne, komm, sparen wir uns auf. Genau. Weil das so eine RAM-Version, und dann kann das irgendwie vielleicht noch kombinieren mit einer weiteren Quest rein, dann vielleicht noch für die Folge oder nächste Folge mal gucken. Dafür kann ich mal irgendwie in andere Gefilde und so, was ein bisschen angenehmer ist, eigentlich nicht, ne? Ach, sind wir schon hier? Okay, weil ich habe es hier markiert, ne? Genau. Gut, dann würde ich mal sagen, wenn ich hier sowieso hin muss, natürlich hier kein Schrein in der Nähe, das ist jetzt zum Schrein, hä? Wobei, hier waren wir eigentlich auch schon mal, ist eine Weile her. Ist ja Corona, kann ich eigentlich von oben runterfallen? Nee, auch nicht. Nehmen wir den hier, komm. Ich glaube, da kann ich runtersegeln. Dann passt es schon. Ich bin sehr gespannt, ne? Eben auf die Switch 2 Version. Eigentlich hieß es sogar, dass sie dann im Tablet-Mode, ne? Auf der Switch 2 sollen ja 120 FPS möglich sein. In Full HD und im Prinzip dann in der Docking Series sogar 4K, ne? Bei 60 FPS und da stabil. Ja, da lasse ich mich sehr gerne überraschen. Was echt was wird. Ich glaube, Tears of the Kingdom hole ich mir tatsächlich dann für die Switch 2. Breath of the Wild muss man noch gucken, weil eben da ohne DLC ist noch ein bisschen scheiße. Oh! Holen wir so eine Sidequest ab, Freunde? Ach ja, mir ist etwas eingefallen, dass die merkwürdige Selde mich unter ihrer Kontrolle hatte gesagt hat. Das war, als wir Schlemmstein an der Nordseite des Todesbergs aufgebaut haben. Sie hat gesagt, ich soll auf keinen Fall in die Nähe der Exalseen gehen. Ein Grund hat sie nicht genannt. Die Exalseen! Davon gehört, also brauche ich mich jetzt ein bisschen. Dann sehen auch die Exal-Brüder. Gibt ein Kinderreim darüber. Großer Bruder schützt den Schatz, kleiner Bruder macht darauf Hatz. Die Exal-Brüder in ewigen Streit über den Besitz des Schatzes sind zweit. Wir brennen nach gesucht, als noch ein junger Kiesel war. Da gäbe es einen Schatz zu holen oder so. Tja, ehe ich mich umsehe, geht der blöd der Todesberg hoch, ne? Bevor ich überhaupt einen Knall richtig gehört hatte, war der ganze Berg voller Lava. Junge, das hat sich völlig verdrängt. Das war die Nordseite. Die Junobau ist noch da tätig, müssen das nur durchhüpfen, ab geht's. Oh, mein Rücken. Der Schatz der Exalsee. Neue Sidequest, Freunde, geil. Und noch eine Sidequest. Na, ist übel, so werden wir nie nach Goropolis schaffen. Was ist los? Ah, du schon wieder. Was meinst du mit Goropolis? Ich so, das ist Goropolis nicht. In der Nähe scheint die Goren, wo sie gelebt haben, nie gehört. Das ist der Untergrund. Also sprich der Feuertempel. Lohn entdeckt haben, die direkt nach Goropolis führen können. Zufall, nicht das Zufall. Schau mich jetzt so an, ja? Mann, oh. Ja, ich sehe mir das mal an, was in Lohnchen dort los ist. Geh mir nicht hinterher. Die so nach Goropolis. Stimmt, ich glaube, wir waren, als wir hier den Tempel gemacht haben und so. Also die Story her, waren wir, glaube ich, gar nicht mehr in Goronia. Da waren wir kurz einmal hier, ich weiß gar nicht mehr. Das ist definitiv schon zu lange her. Das war, glaube ich, noch letztes Jahr. Nur ganz kurz, ob wir hier vielleicht noch irgendwie eine Zeitquest anstehen. Stein ist aber mehr als genug tatsächlich. Holzpfeile, oh, da war gar nicht mehr viel. Ja, Kohle ist kein Problem. Die kann ich raushauen wie nix. Oh. Oh, schade. Ich muss aber zugeben, als da die Ankündigung ja kam, von wegen, dass die Switch 2 eben so eine Upgrade-Version für Breath of the Wild und Tears of the Kingdom erscheint, war ich doch überrascht, ne? Weil ich mir dachte, okay, aber wie sieht's denn so mit den Importen, HD-Importen noch aus von The Wind Waker und von der Princess? Weil die gab es ja auf der Wii U, ne? Gab es jeweils eine HD-Version. Und Skyward Sword gab es auf der Switch, das heißt, die kann man auch wieder auf der Switch 2 dann zocken. Aber ja, halt die Wii U-Version vom HD-Dinger von Tears King, sag ich schon, von Twilight Princess und Wind Waker, die geht halt nicht mehr, ne? Das ist da nicht möglich.
Was ich mir dann irgendwie schon gefragt habe, irgendwie ein Hinweis darauf, dass vielleicht künftig noch kommen wird oder halt neue Versionen direkt auf der Switch 2 oder sonst irgendwas in der Art oder der Non-Side-Quest. Aber andererseits wurde dann inzwischen angekündigt, dass hier der, wir können ja noch schlafen, ne? Ja. Alle Gewohnheiten zurück. Okay. Dass ein Gamecube-Spieler kommen soll, ne? Für die Switch 2. Also auf einen Nintendo Online-Service. Das ist natürlich... Ja, kann man so sehen. Ich meine, Twilight Princess Gamecube-Version. Stabil auf der Switch 2. Ja, würde mir gönnen. Aber ganz ehrlich, der Wind Waker, nee. Da dann doch lieber dann das HD-Ding. Allein schon wegen der Geschwindigkeit vom Boot und so, was sie da alles optimiert haben. Also kannst du mir nicht erzählen, dass die Gamecube-Version dann emuliert auf der Switch 2, dass sie diese Features auch haben soll. Da mit dem schnelleren Laden der ganzen Screens und so, das wäre ein bisschen sehr creepy. Okay. Dazu in der Nähe, interessant. Ich glaube schon, ist ganz kurz verschwunden. Manchmal geschehen merkwürdige Dinge. Wenn wir es im Urlaub, ne? Und auf dem Boden der Vollmond, da haben wir atemberaubend. Der hat doch kein Blutmond, ne? Boah, kommt jetzt so nah ran, ey. Volk und ich wurden am selben Ort geboren, deshalb konnte man sagen, wir sind Felsbrüder. Zusatzszene, ich glaube, von Alien gewesen ist und nicht mehr. Ja, aber ist doch cool von, ne? Haben wir 3 neue Sidequests. Die wir jetzt einfach geholt haben, ohne dass wir großartig suchen mussten, ne? Weil das ist, finde ich, doch sehr viel wert. Okay. Wieso hat es hier eine Schatztruhe? Und vor allem wo? Ja, Linke, die mal hoch. Hä? Verarschen, hier ist keine Truhe. Das ist ein Tagebuch. Okay. Darum, das hatten wir mal. Das ist der Typ von vorhin. Was sind die geheimen Schienen? Hä? Wo ist die Lore? Go Polis liegen. Oh, der Weg führt direkt in den Vulkan hinein, ne? Hatten wir das nicht damals schon? Bei Breath of the Wild, wo es aber darum ging, dass wir Vadarunia irgendwie oder zu Aradunia kommen mussten. Okay, ja gut, das können wir natürlich trotzdem noch mal machen, ne? Gar kein Thema. Später dann, erstmal muss ich da runter. Denn wir sind ja in dieser Folge immer noch auf der Jagd nach den Rüstungen. Du, 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 du. Wow, was erschlagen. Halber Preis, voller Wert. Wow. Du auch hier oder was? Nö. Ja, der Himmel fällt uns auf den Kopf, Freunde. Leider nichts Neues. Wow. Fuck. Ist hier? Höhle am Grumbi-Fluss. Das ist schon so einer.
das war's. Ja, auch für mich. Besser gesagt für Link, ne? Der kommt echt nicht rüber. Doch, geht doch. Ach so. Bin ja aber schon richtig, ne? Das erinnert mich irgendwie an einen Feuertempel aus Skyward Sword. So, mal sehen, was haben wir hier Schönes? Die Schildtasche ist voll. Ja, kann passieren. So, müssen wir dann noch rüber natürlich. Ne. Das kann zwar sein, ob ich falsch wäre, aber ne, muss schon stimmen. Ja, wie kommen wir da? Aha, Moment. Doof. Wie kommen wir jetzt da hin? So natürlich. Feuer Excelforce Breitschwert. Dann steckt ein Angriff beim perfekten Ausweichen. Das lobe ich mir. Nanium. Stärkung kurz und genau, das hängt jetzt auf dem Rücken vom Lionel. Effektiv, kann ich schon ausweichen. Dann habe ich noch so eine Waffe. Ausweichen, ne? Weißelne Breitschwert, ja, okay. Ist auch so ein Breitschwert-Ding. Langstock mit Eisenholz. Ich weiß gar nicht, warum ich das so dabei habe. Überfall plus, können wir einmal upgraden, ne? So. Der Flammenwams. Freunde, damit haben wir das komplette Set. Und ihnen uns den Weg frei zum nächsten Set. Praktisch, wa? Gut, das heißt für uns nach Set bitte sortieren. Na, wo bist du? Hier bist du. Flammenhose, Flammenwams und der Flammenkopfschmuck. Ist trotzdem ein bisschen heiß hier. Aber hey, darauf steht Link ja. Bei Hitze Feuerangriff, ja, noch heißer geht's nicht. So. O werter Reisender, lies meine Worte. An welchem Ort mag dieser Schatz verborgen sein, der wohlbehütet im Schoß seiner Truhe ruht? Es handelt sich um das Erwachensgewand, gelangt in einem fremden, fernen Land.
Ja. In der Wandergrenzland inmitten von Schnepfe, Lutz und Kakuduya steht eine Ruine, in der sind Säulen aufgereiht. Eine aus dicken Säulen öffnet den Pfad zu meinem Schatz. Ramde der Räuberkönig. Erwachen Serie 1. So, darum kümmern wir uns dann beim nächsten Mal. Und noch in der Folge, wir gucken gleich mal, ganz kurz was anderes sehen. Und zwar, ich habe doch eine Markierung gemacht. Was auch wegen Erwachen sind oder was sind das andere Dinger hier? Da bin ich mir gar nicht mehr sicher. Oder eben es sind andere Dinge. Da bin ich jetzt... Wir lassen mal die Markierungen noch. Ja, auf alle Fälle müssen wir dafür hier hin. Das hat man hier eigentlich markiert gehabt. Das nimmt mir jetzt gerade Wunder. Das letzte Ding war es auch nicht, ne? Ramda. Die Dingrüstung haben wir was? Vielleicht? Ah ja, ich glaube, er weiß warum, ne? Da handelt es sich um das Phantom, was ich hier markiert habe. Okay. Dann war's das. Also einfach mal so, wir gehen direkt mal hier zum Stall hin, oder beziehungsweise, hier ist auch ein Schrein, kann man hier hin. Das ist ja zum Schrein, Freunde, ne? Also bin nicht ganz sicher, ob uns noch 3 Sets insgesamt fehlen. Es könnte sein, tatsächlich. Ja, vielleicht noch einzelne Dinge, ne? Weil irgendwie, ich glaube, es gibt noch irgendwie einen Haarreif von Zelda, die uns noch irgendwie anlegen können, den irgendwie, habe ich offenbar mal übersehen, obwohl wir da, wo er sein soll, ja schon mal waren. Das finde ich auch ein bisschen creepy tatsächlich. Moment, wenn ich jetzt schon mal ein neues Set habe, kann ich das direkt mal ausrüsten, ne? Moment, bin ich schon vorbei. So. In der Höhle drin, ne? Ich will raus. Einfach raus aus diesem Haus. Okay. Spiel will nicht, oder Link will nicht. So, hier. Alles safe hier? Sieht so aus, ne? So. Ne, Moment. Das war ein bisschen falsche Markierung. Hier. Du. Wisst ihr, was wir auch schon lange nicht mehr hatten? Blutmond. Also gefühlt zumindest. Kann natürlich sein, dass wir irgendwie vor 2 Tagen waren, weil wir schon lange nicht mehr aufgenommen haben, schon länger her. Sag mal, wo bin ich? Wo gehe ich gerade hin? Also. Über Stock und Stein gehe ich gerade. Ich sehe schon. Vermutlich stimmt zwar die Richtung, ja, auf der X-Achse, aber dafür nicht auf der Y-Achse, weil Höhenmeter technisch bin ich gerade irgendwie, glaube ein bisschen weit weg.
Okay. Einen anderen Weg nehmen sollen. Und jetzt wieder so ein Kumpel. Alter, der hätte die schon alle. Ah doch, habe ich. Okay, habe ich gemacht. Ich wollte schon sagen, ja, mir war stark gewundert. Ein Orni-Freund? Was ist denn der hier? Heute trainiere ich wieder. Ja, viel Spaß, ne? Kronen sind ja auch schon. Hä? Sind irgendwo noch. Moment, war irgendwie nicht die Rede von im Tabanta-Grenzland inmitten von Schnepfel, Lutz und Kakudia stehen Ruinen, in ihr sind Säulen aufgereiht. Der mein Schnepfe stimmt schon mal, ne? Lutz-Ebene. Kakudia, ja. Ah, so falsch bin ich jetzt ja gar nicht, ne? Vielleicht ist, vielleicht ist auch hier oben, ne? Das ist wohl ein Leunel, den ich von oben mal gesehen habe. Oder aber. Ne, und ist nix. Ja, muss wohl ein Leunel sein. Okay, Freunde, wir machen uns nächste Folge, ne? Gucken wir uns das genauer an. Bestaunen derweil noch unser Gewand. Ja, doch, sieht schick aus. Das Frostgewand fehlt noch, was noch den Eisdrachen repräsentieren soll. Und dann haben wir das aber auch. Aber jetzt erstmal geht es um das Erwachen-Set. Sprich, damit wir aussehen wie der Link aus Link's Awakening. Ne? Das, ja, mit dem großen Cartoon-Kopf, vermute ich mal. Da wird Spaß. Okay. Freunde, Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bye, bye.